am Start zum letzten Mal gegen den Endboss, gegen den Champion, gegen, wie könnte es anders sein, der Lümmel. Er macht mir ein bisschen Angst, aber wir sind parat. Ihr seht, er startet mit Taubos und ich mit dem Reliable, mit dem Gewehr. Und ich habe ihm noch 2 Sonderbonbons reingedruckt und denke, für den ersten Versuch sparen wir die anderen 4 noch auf. Außerdem kackt es ein bisschen an, weil Macho Nai noch 69 EP braucht und dann hätte es den neuen Level, also es wäre völlig der Waste, aber egal. Blitzkanone bleibt. Ich kann ihm sogar 2 AP Plusser geben, weil es ist doch ein super geiler Move und BAM! Mit dem starten wir. Er kommt mit Aeroas rein. Blitzkanone trifft. Und gibt es den One-Shot? Oh, bei weitem nicht. Aber es gibt Paralyse. Das ist natürlich auch fantastisch. Und jetzt sollte eine Schockwelle hoffentlich lange. Wäre nice. Es lange nicht. Es lange nicht. Aber es triggert wahrscheinlich seinen ersten Trank. Und wir gehen auf Blitzkanone nochmal rein für die Paralyse und dann können wir uns eins heilen, wenn wir dann treffen. Let's go. Blitzkanone trifft! Was für ein Move, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass der so viel Wert hat. Und bam, paralysiert ist er auch wieder. Ich glaube, das ist generell der Side-Effekt vom Move. Genesung. Gewehr wieder voll am Start. 4 Level fehlen. Ist okay. Aeroas geht nochmal rein. Macht nicht so viel. Und wir probieren es nochmal mit Schockwelle. Gibt zu, von dem Taubos habe ich relativ Respekt und Angst, weil ich einfach nichts super Gutes habe. Oh, Paralyse hittet! Allerbeste, allerbeste. Und die zweite Schockwelle wird das Taubos besiegen. Natürlich ist auch ein Mühglück im Spiel gewesen, 2-mal mit Blitzkanone zu treffen. Mit einer Genauigkeit von 50%. Statistisch gesehen natürlich, ja, nur 1 von 2 Mal. Und jetzt kommt er schon mit dem Threat, mit dem Simsala, wo big hittet mit Psychokinese. Aber das Gewehr tankt ihn und Triplette natürlich Stab und auf Verteidigung macht ihm solid die Hälfte. Und er wird auf den Kill gehen, er wird vielleicht macht er auch sehr. Er macht Psychokinese, smarter Bub, Gewehr, du hast einen super Job gemacht. Ich hätte zwar gerne eine Blitzkanone im Petto gehabt, gegen gegen Garados. Aber es ist voll okay. Jetzt kommt es aus. Ist der Macho Nai immer noch schneller wie Simsala oder nicht? Wir finden es aus einem Mega-Hieb. Er ist schneller, aber er macht sehr. Jetzt müssen wir nur noch tüpfen. Wir treffen. Bam! Simsala, du wirst runtergehen. Die erste grosse Gefahr vom Champion ist spannend. Macho Nai verdient Level 56. Vielleicht hat es jetzt gelangt mit dem Speed, aber es ist egal, wir müssen einfach nur gewinnen. Jetzt kommt er mit dem zweiten grossen Threat, mit dem Glurak. Er wird Flügelschlag machen. Und er wird allen einen Haufen Schaden machen. Jetzt ist natürlich die zweite grosse wichtige Frage. Hängt der Macho Nai den Flügelschlag? Wir sind schneller, Felsgrab geht rein. 4-fach effektiv. Lange natürlich nicht, aber wir kommen den Speeddrop über, was gegen hinten raus ein extremer Vorteil ist. Und er kann Aeroas mittlerweile. Wo der Macho Nai tankt! Wo der Macho Nai tankt! Der Krieger! Vom Level 63 Glurak und nochmal ein Felsgrab. Und das wär's gewesen! Mit seinem zweiten grossen Threat! Oh, wir sind on a roll, man, die Vergessenen rulen und stellt euch das Bild vor. Von dieser Ruhmeshalle, man, mit diesen luschen Kokowai. Und jetzt kommt der Seher. Simsala wirkt uns noch einen rein und knockt uns den Macho Nai aus. Bitter, aber es ist voll okay. Macho Nai hat einen ganz starken Job gemacht. Ganz einen starken Job. Psychopflanze. Aromat kann ihm nichts. Könnten vergiften und stahlen. Schnark hat den besten Move ever, Blutsauger. 4-fach effektiv, aber irgendwie 10 Base Power. Aber ich denke, Aromat, Toxin und Schauflerstrategie.
Oh, aber wir schlafen. Er lässt uns die Pause. Vielleicht wachen wir gerade wieder auf. Wir wachen nicht gerade wieder auf. Aber wir ziehen durch. Eierbombe. Wie viel tanken wir von denen? Wir wachen auf! Toxin geht rein! Ja, Mann! Schritt 1 vom Plan ist aufgegangen. Ich glaube, ich will es nicht verschreien, aber das Kleinstein sondert uns ordentlich Glück ab. Und jetzt gehen wir stallen. Ah, er trifft wieder. Schade, ist okay. Es ist okay, vielleicht wachen wir wieder so schnell auf. 2 Eierbomben sollten wir noch tanken. Und das Gift ist drin, also wir haben den Chip Damage. Jetzt kommt er wieder mit der Eierbombe. Das ist natürlich das Signature Move vom Kokowai. 80, vielleicht lange tanken wir noch einen oder nicht. Ich will es ungern drauf ankommen. Wir bringen den Gise. Auch da Eierbombe macht viel. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass er nicht in Healing Range kommt. Schlitzer und der Gift langet. Oh, der Crit! Ich glaube, das hat's gebraucht. Das hat's gebraucht. Weil sonst hätte er sicher so einen ultra bösen Pflanzenmove gemacht. Jetzt kommt er mit Garados. Natürlich immer eine Bedrohung. Bedroher geht rein, Angriff wird gesenkt. Kann sicher einen bösen Wassermove. Mag mit Blitz ist natürlich gut. Der schlafende Aromat mit Gift wäre natürlich auch mega cool gewesen. Aber ich glaube, Gise konservieren wir, den brauchen wir. Aromat ist ja da zum Sterben. Könnte sogar eine Hydropumpe überleben. Er überlebt sogar, wow! Bis überlebst du nicht mehr. Danke Aromat, du hast so viel geleistet, wie man von dir erwarten kann. Und jetzt bringen wir ihn rein, den Mark! Der Marky Mark, Level 56, kommt, nachdem er die Hydropumpe hoffentlich tankt. Solid tankt er sie mit Donnerblitz, vierfach effektiv. Ich predikte einen Two-Shot. Es ist immer so ungefähr knapp, aber das Mal gibt es einen Drachenwut. Natürlich weniger stark wie Hydropumpe, dafür tüpft er. Donnerblitz geht rein, ich denke Garados geht runter. Garados geht runter und jetzt hat er nur noch das Letzte und das ist, glaube ich, das Rizeros. Ist es Rizeros? Rizeros, ja! Kani hat er nicht, dafür hat er eben Kokowai oder so. Und für ein Rizeros haben wir einen Surfer parat, wenn wir dann das Erdbeben tanken. Wir tanken es nicht. Gise und Schnack gegen Rizeros. Nicht die beste Voraussetzung. Er kann Erdbeben, das wissen wir. Schaufler ist somit nicht smart, wir haben den Durchbruch. Und noch Psychokinese. Aber einschlafen lassen wäre natürlich super. Aber ich denke, wir gehen auf den Gise. Rizeros Level 59. Durchbruch. Er hat einen Haufen Verteidigung. Grimasse. Ciao Speed. Aber lieber Speed wie Angriff. Erdbeben geht rein, würde auch den Schnack treffen, obwohl er fliegt. Crit wäre super. Kommen wir nicht über, er ist in der Hälfte, aber er hat glaube ich noch Genesungen. Wir sind schneller. Let's go, Schnack. Erdbeben wird tankt. Hoffe ich. Wow, bös. Ganz, ganz bös. Schlafpuder muss treffen. Trifft nicht. Nein! Bodycheck.
Gise. Spannend, spannend, spannend. Gise gegen Rizeros. Durchbruch gegen Erdbeben. Wir sind wieder schneller, darum habe ich ja gewechselt. Lange jetzt? Ich glaube nämlich nicht. Es lange nicht. Was macht er? Bodycheck. Tanken wir ihn? Tanken wir nicht? Gibt es ein Unentschieden? Nein! Nein! Aber wir probieren es nochmal. Wir wissen, wir können es schaffen. Ohne Problem. Ohne Problem.